Also bei mir hat es so angefangen damals, ich war eigentlich immer gegen die Impfung, weil ich bin nie erkrankt an dem, obwohl ich sehr viel mit Leuten zu tun habe in meinem Beruf als Fitnesstrainer. Aber dann eben, als wir ausgeschlossen wurden vom Leben quasi, dass man eben ohne Impfung nicht mal mehr ins Fitnessstudio gehen kann, das hat so angefangen, dass ich arbeiten darf, aber nach der Arbeit nicht selber was für mich tun darf. Am Leben teilnehmen, irgendwo hingehen mit Freunden, mit meiner Freundin ins Kino oder so geht auch nicht. Und der Druck war dann eben so hoch, dass ich gemeint habe, okay, ich muss es jetzt machen, weil ich will unbedingt meinem Hobby nachgehen und im Leben normal teilnehmen. Dann habe ich die erste Impfung gehabt am 9.11. Nach der ersten Impfung am 9.11. waren die Nebenwirkungen erstmal nur Schwindel und Müdigkeit, die was ich nicht so wahrgenommen als ob das jetzt etwas sehr Schlimmes wäre. Ich habe gemeint, das wäre normal, das hat jeder. Dann die erste Impfung, die war ja nicht, man muss ja zwei haben, damit man muss ja zwei Impfungen haben, damit man irgendwo noch hingehen darf. Eine war da zu wenig. Dann einen Tag vor der zweiten Impfung war ich bei der Ärztin und habe eine Untersuchung gemacht, einen kompletten Check von Werten vom Herzen. Die sind jetzt sehr entscheidend bei dem, um was es hier geht. Und die Werte waren ganz super, zum Glück auch. Und ich habe die Meldung noch am nächsten Tag sofort bekommen, dass alles okay ist, ich könnte mich impfen lassen. Dann habe ich die zweite Impfung gemacht, sofort am nächsten Tag. Und das war einen Tag vor Weihnachten. Und die Impfung war am Abend gegen 18 Uhr. Exakt 12 Stunden später bin ich dann aufgewacht vom Schlaf eben mit einem Ruhepuls von 120. Das ist natürlich sehr hoch. Schmerzen eben hier in dem Bereich natürlich, was ausstrahlen bis hinten zum Rücken. Und mir war sehr schwindelig. Das habe ich aushalten können bis ca. 15 Uhr. Dann habe ich den Notarzt anrufen müssen, habe denen mal erzählt, was Sache ist. Die haben gemeint, das sei sehr schlimm, die sind sofort hergekommen, haben mich abgeholt. Dann war ich auf der Notaufnahme. Auf der Notaufnahme haben sie dann natürlich sofort mich wieder untersucht, EKG und alles, was sie dort so machen. Und 2 Stunden später, als die Werte aus dem Labor dort kamen, vom Blut, kam dann die Meldung, ich soll mich sofort hinlegen auf ein Bett, also ich soll nicht mehr aufstehen und so, weil die Werte fürs Herz, also die was über das Herz was aussagen, seien überhöht. Da kann natürlich auch ein erster Verdacht sein auf Herzinfarkt oder sonst was. Deswegen habe ich mich nicht mehr bewegen dürfen, sondern aufs Bett liegen müssen. Und die haben mich sofort zum Ultraschall gefahren. Und im Ultraschall haben sie schon feststellen können, dass eben eine Herzmuskelentzündung da ist und eine Herzinsuffizienz. Dann habe ich ein paar Tage später das MRT gehabt und da hat sich dann bestätigt eben Herzinsuffizienz und Herzmuskelentzündung. Und ja, vor der Impfung ging es mir super. Wie gesagt, ich habe zum Glück die Blutbilder auch dabei. Einen Tag vor der Impfung war noch alles super. 12 Stunden nach der Impfung auf der Notaufnahme, dann am nächsten Tag war alles natürlich sehr schlimm. Und die Diagnose jetzt mit Herzmuskelentzündung heißt Minimum 6 Monate kein Sport. Sport ist jetzt nicht das Wichtigste im Leben, aber was die Folgewirkungen davon sind, überlasse ich dann weiter dem Gerichtsmediziner. Vielleicht noch kurz, gestern wurde das Impfpflichtgesetz beschlossen. Wie empfindest du das? Absurd. Also ich wollte mich auch nie impfen lassen. Das war ein indirekter Zwang natürlich. Das heißt, es gibt keinen Impfzwang, aber es ist ein Zwang. Weil ewig in einem Lockdown leben quasi, dass sie nur arbeiten gehen kann und nach Hause gehen kann, einkaufen gehen kann, das ist ja ein Lockdown-Zustand im Prinzip, vor allem für junge Personen. Und deswegen habe ich mich halt aus Zwang natürlich impfen lassen. Aber ich bin ich finde das absurd.